Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, vielen herzlichen Dank. Ihr habt mir fleißig darunter kommentiert. Ich bin jetzt die Kommentare noch nicht so durchgegangen, dass ich mir Zeit genommen habe, die zu herzen oder zu kommentieren, größtenteils. Ich habe mir jetzt geschwind nur, weil ich ein wenig im Zeitdruck bin, die Nummern rausgeschrieben, ein paar von den Kommentaren, da waren schon gute dabei für die Schandtat des Tages. Ja? Und es waren wieder welche dabei, und die hätte ich gar nicht gedacht, obwohl ich sie stellenweise reacted habe. Genau so ein Ding ist es. Gut, ja, dann fangen wir doch damit gleich an. Reiners Schandtat des Tages kommt heute von Wild Track Luan. Herzlichen Dank für deinen Kommentar. Und Wild Track Luan hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es richtig räudig und ekelhaft war. Und das war wirklich, ich habe das auch schon oft erwähnt, das ist auch wirklich eine meiner absoluten Hasssituationen gewesen. Und wenn ihr dann nicht schon 5 halbe drin gehabt hätte, wäre ich in mein Auto gestiegen, nach Emskirchen gefahren und hätte das mal mit ihm unter 4 Augen besprochen. Das Thema, als Rainer gesagt hat, dass bei der Berufungsverhandlung einer von den Medizinstudenten, Hader, nicht da sein konnte, nicht aussagen konnte, weil er sich in Behandlung befunden hat, weil er Krebs bekommen hat in dem Zeitraum. Und Rainer hat das bezeichnet als Karma, Zitat, und damit impliziert, er wird das schon verdient haben. Und warum hat er es seiner Meinung nach verdient? Weil der böse Medizinstudenten-Hater, der war fies zum Rainer, und dann hat er nach Rainers Ansicht Krebs verdient. Und das ist, da sind wir wirklich, ne, da sind wir wirklich oben in den Top 10 der schlimmsten Dinge, die dieser Mann jemals vom Stapel gelassen hat. Und das ist zu Recht eine Schandtat des Tages. Ne? Gerade für jemanden, der seinen eigenen Vater an diese Geißel der Menschheit verloren hat, so einen Text zu drücken, ist einfach abschaumhaftes Verhalten, meiner Meinung nach. Und ja, da braucht man auch nicht mehr dazu sagen. Das ist absolute No-Brainer, dass das nicht geht, dass man das nicht macht und dass das verurteilenswert und verabscheuungswürdig ist. Richtig. Ich habe meinen schönen Zettel, ich habe mir noch 2, 3 andere Sachen hier drauf aufgeschrieben. Und ich werde mir noch mehr Notizen machen, wenn ich dann die Kommentare alle durchgehe. Und in den nächsten, unter den nächsten Videos hoffe ich, dass ihr auch fleißig weiter, wenn euch was einfällt, eine Schandtat runter postet, dass wir das so lange wie möglich durchziehen können. Ich meine, bis zum Ende, ne? Aber es gibt noch jede Menge Dinge, die problematisch sind. Wenn wir uns Rainers Internetkarriere ein wenig näher betrachten. Richtig. In diesem Sinne, Leute. Wir machen jetzt hier weiter. Wir sind das letzte Mal nicht sonderlich weit gekommen. Ich glaube, eine Viertelstunde in dem Video. Ja? Ich glaube, eine Viertelstunde. Ich vergesse immer wieder, das auf 1,25 zu machen. Irgendjemand hat gesagt, er ist dafür, eine Umfrage zu starten, ob 1,25 oder nicht. Das würde ich machen, wenn ich dazu nicht eine fertige Meinung hätte. Ihr kennt mich, wenn es um Sachen geht, wo ich sage, hey, das ist mir wurscht, das kann die Community entscheiden, dann bin ich für sowas immer offen. Wenn ihr aber irgendwas habt, wo ich sage, nee, das wird schon so gemacht, dann mache ich das so. Ne? Und die 1,25 sind, wenn ich sie nicht vergesse, ne, ich und mein Hirn, sind die indiskutabel für mich, weil die müssen drin sein, ansonsten sitze ich hier bis zum St. Nimmerleinstag an der Scheiße. Richtig. In diesem Sinne, warte, jetzt ist hier mein Geschwalle, ist vorbei, wir fangen jetzt an, wir sind wieder bei knapp 5 Minuten. Ja? Also ihr könnt es euch in Zukunft merken, ich schaue, dass ich so 5 Minuten bis ich mit der tatsächlichen Reaction anfange. Ich schreibe es euch dann aber auch unten in die Videobeschreibung. Richtig. Wir waren das letzte Mal pikante Geschichten. Ah ja, Beziehungstalk. Oh. Okay. Dann muss ich nicht mal mehr sagen, außer
Hockt euch her, Sammermehrer, reißt euch eine Häube auf. Mir gingen einer in Ding. Genau, Rainer. Das liegt an dem. Also, ich hatte meine ersten Erfahrungen mit ihm. Oh, okay. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh, jetzt ist das fürchterlich. Ich erinnere mich wieder. Einer hat er verzapft, dass er bei Argumbel, bei dem er nach der Schule immer war, dass da die Eltern Nudisten waren. Das ist auch geil, die kamen ursprünglich aus dem Osten. Wir wissen ja, Nudisten gibt es nur im Osten. Und dass das dann Hippies waren. Ich weiß nicht, wie viele Hippies das es im Osten gab, aber klärt's mir auf. Und dass die halt grenzwertige Dinge getan haben. In Anwesenheit von Minderjährigen. Ne? Türen offen gelassen und ne. Und natürlich ist das alles erstunken und erlogen, aber es spricht halt mal wieder Bände darüber, was in dem seinem hier Schwellschädel eigentlich verkehrt läuft. Da sind irgendwo ganz gewaltiger paar Kabel falsch verkabelt und das problematisch würden manche Leute dazu sagen. Das ist ein Wort, das ich nimmer so gerne. Belastend. Es ist belastend. Das ist es. Ja? Problematisch ist ein bisschen ein verbrannter Begriff, weil der von manchen Leuten inflationär benutzt wird und inzwischen mehr oder weniger gar nichts mehr bedeutet. Es ist belastend. Genau. Let's go. Daran war, seine Eltern haben das mitbekommen. Okay. Und ich bin mal in die Küche, da waren seine Eltern gerade im Wohnzimmer, also ihr Wohnzimmer war so ähnlich wie du hast ja erzählt, dass du eine Einzimmerwohnung hast. Das warst du ja im Prinzip Wohnzimmer und Küche in einem. Ja. Und so ähnlich ist es bei denen auch. Du kannst dir so vorstellen, wie so amerikanische mit so einem Tresen, weißt du? Ah ja. Mhm. Kennst du ja, ne, so? Und ich bin halt wie er es aus seinen Filmen kennt. in die Küche, weil ich in der Küche ein Energy hatte. Wollte mal aus dem Kühlschrank einen Energy holen, den habe ich halt gekriegt gehabt. Ja, und Er hat in der Küche eine NRG. Und dann waren halt seine Eltern gerade in der Küche so zugange, im Wohnzimmer so zugange. Und ich habe. Ja, es ist klar, die sind das hier seine 6 im Mittelalter-Geschichten. Die sind immer nur zugange. Ne? Die kommen nach Hause, es werden sofort sämtliche Klamotten in die Ecke geschmissen und dann wird bis Bettgehzeit ist, wird den ganzen Tag nur noch gebimst. Das ist so bei Nudisten. Da muss man. Erinnert euch bitte nochmal dran, als man ihn aufgrund seiner Kommune kritisiert hat, ob der Planung der Anwesenheit von Kindern dort, hat er sich aufgeführt, ja, die Hater, die sind total krank im Kopf. Nur weil da irgendwie Nudismus herrscht, hat das nur lang keine sexuelle Komponente. Und lauter so einen Scheiß. Ne? Wir waren die Perversen in der Story vom guten Rainer, weil wir ihm gesagt haben, Reini, du kannst in so eine Gemeinschaft, wo es permanent nur ums Bimsen geht, keine Minderjährigen reinnehmen. Ne? Das nicht angesagt, Digga. Das ist nicht angesagt. Und das hat er nicht verstanden. Das war ihm vollkommen unverständlich. Weil das hat ja überhaupt gar keine sexuelle Komponente. Und komischerweise erzählt er jetzt Geschichten von Menschen, die mehr oder weniger so leben, wie er da auf seiner Kommunenidee leben wollte. Und die sind immer zugange, egal wo er hingeht. Ob er jetzt mit dem Gameboy durchs Haus geht, dann bimsen die in dem einen Raum. Oder wenn er sich ein NRG holt, dann aus dem Kühlschrank, dann sind sie im Wohnzimmer zugange. Und wenn er in den Keller gegangen wäre, warum auch immer, dann wären die da auch gewesen. Ne? Die sind ja praktisch immer, oh, der Rainer kommt, wir müssen schnell zum Pimpern anfangen, ja, damit er das ja mitkriegt. Ja? Du kannst es ja alles nimmer ausdenken, nö. Ja? Zu dem Zeitpunkt war ich das schon gewöhnt. War das 10. Mal oder 20. Mal oder so, dass ich bei denen war. Ja. Ganz ehrlich, 10. oder 20.
mein ganzes Jahr. Ja. Und die sind halt also zugange. Ich habe dann gar nicht mehr drucklos drauf geachtet, wobei ich hin und wieder doch ein bisschen was gehört habe. Und Jetzt wäre es mal fast ein wenig hochkämmer, ha? Das war fast ein wenig der Energy hochkämmer. Am Ende war es dann so, dass sie. Siehe. Ich will speichern. Am Ende war es dann so, dass die. Am Ende war es so, dass die. Wir haben es jetzt hier schon wieder, ne? Ich erwähne es trotzdem. Es ist wieder dieses. Er hat sie geistig in irgendeine Sackgasse gerendert. Er hat sich die Story bis dahin jetzt bloß ausgedacht. Und jetzt weiß er gerade nicht, wie er sie weitererzählen muss. Deswegen wird eine Renderpause beim Erzählen der Geschichte eingelegt. Und währenddessen muss natürlich die Luft scheppern. Weil ansonsten würde ja dem Bärchen auffallen, dass er sich das jetzt gerade alles bloß aus dem Arsch gezogen hat. Und dann wird wieder übers Datteln geredet. Das ist dann immer die. Oh, was habe ich jetzt hier? Hier muss ich ja das. Speichern wollte ich. Genau. Und ich will gerade nicht davon ablenken, dass ich mir die ganze Geschichte nur ausdenke. Nein, nein, nein. Ganz bestimmt nicht. Ich bin sehr abgelenkt vom Zocken hier. Und dann geht's gleich wieder weiter. Und das kommt immer. Das, ne? Der nervigste Loading-Screen-Sound aller Zeiten. Stellt euch das mal vor. Jeder von euch, ich meine, heutzutage ist es nimmer so wild. Ne? So SSD-Karten, SSD-Festplatten sind sehr, sehr, sehr schnell geworden. Ladezeiten sind nicht mehr so dramatisch, wie sie früher mal waren. Aber ich habe früher Games gehabt, da war es ganz normal, dass du das gestartet hast und dann hat das erst einmal, keine Ahnung, 3 bis 5 Minuten zum Laden gebraucht. Ich hatte keinen besonders guten Rechner als Kind. Ne? Und stellt euch dann noch vor, du sitzt da 3 bis 5 Minuten da vor dem Rechner, willst Warcraft 3 oder sowas spielen, auf der LAN-Party, willst dich in den Server da reinloggen und währenddessen geht unten der Ladebalken und du hörst einfach nur das dir. Ja, da kriegst du einen Flippy irgendwann, oder? Da kriegst du doch einen Flippy. Dass die halt dann gerade fertig waren, zufällig gerade in dem Moment, wo ich dann da war, und habe mir dann mein Energy geholt, habe dann auch ein bisschen in der Küche noch ein bisschen rumvorwerkt, so, keine Ahnung, wollte mir da ein bisschen Zeit lassen. Ja. Aus Gründen. Okay. Und dann kam halt so der Vater. Ja, weil er nicht nur, dass die Eltern von seinem Gumbel offensichtlich vor Gericht gehört hätten für die Aktion. Nein, der Rainer war nur ein Peeping Tom. Großes Kino, Rainer. Das ist, ne, damit schon klar ist, dass alle in diesem erfundenen Haus Abschaum waren. Zu mir und drückt mir ein Paket in die Hand. Ich so, was auf das Paket so, was ist das, ne? Ja, war einfach eine Packung Kondome. Okay. Hat halt nur gesagt, ja, es juckt den nicht, ne? Können wir machen, wie wir wollen. Die haben auch öfter mal einen Typen da gehabt tatsächlich und auch Mädels. Okay. Wie gesagt, richtig hippie-technisch. Und er hat auch gesagt so, ne, ist ihm egal, ne? Wir können vögeln, wir können tun, das ist ein bisschen scheißegal, können wir machen, was wir wollen. Können wir auch gerne ohne Probleme halt im Zimmer und so machen, brauchen uns da keinen Kopf drüber machen, aber wir sollen halt ein bisschen auf unsere Gesundheit achten, so. Und hat man da ein bisschen, also er hat mich nicht aufgeklärt, so, in dem Sinne, aber er hat halt gesagt, ne, passt ein bisschen auf euch auf, ne, dass ihr krank werdet. Und das hat er mit alles seine Kinder gemacht. Also alle seine Kinder waren halt aufgeklärt und so. Und ich erinnere euch, die Protagonisten Rainer und sein Kumpel in dieser erfundenen Geschichte waren, Zitat Rainer, 12 oder 13 Jahre alt. Ne? Jetzt erinnert euch ja mal zurück an alle Kinder, die auch in den 80ern geboren wurden, was ihr mit 12 oder 13 Jahren so gemacht habt und na? Weiß ich nicht, Digga. Und wenn da die Ansteckungsgefahr bei 12-Jährigen schon so hoch ist, dann weiß ich nicht, was in dem Haus passiert ist, wenn einmal ausnahmsweise kein Besuch da war mit den 6 besessenen Eltern, die ihre Finger nicht bei sich haben behalten können, auch bei fremden Kindern nicht. Ja, vielleicht war das so, hey, du kannst ja schon irgendwie Snoozen mit meinem Burm machen, aber tut mir leid, kann vielleicht auch meine Schuld sein, aber der hat wahrscheinlich AIDS, ja, bitte sehr. Nur mal ein paar Gummis. Nicht, dass ich nur in rechtliche Schwierigkeiten komme. Hey,
ganz ehrlich, ich lache jetzt darüber, aber das ist ne, schwarzer Humor, um das ertragen zu können. Was er mir halt nicht gesagt hat, war, also was mein Kumpel mir nicht gesagt hat, war halt, dass er halt mit seinem Vater darüber gesprochen hat, ne, dass er Gummis braucht. Und deswegen hat er mir quasi die Gummis in die Hand gedrückt in dem Moment. Ja, war wild, wie du es mir so sagst. War wild, ja. Ich habe immer so einzelne Wörter, die ich irgendwie immer wieder verwende. Aber das wechselt auch immer ein bisschen durch. Also es kann zum Beispiel in einem Monat oder so kann es was ganz anderes sein. Alles gut. Auf jeden Fall war es eine coole Aktion so. Und ich bin halt dann, wie gesagt, auch ein bisschen aufgewachsen. Richtig coole Aktion, Rainer. Ich nehme mal an, die Justiz würde das anders beurteilen. Die hätten gesagt, das ist vielleicht nicht so eine nice Sache, Rainer. Hey, ich halte es nicht mehr aus. Bei denen, damit ein bisschen aufgewachsen, auch mit Sauna, mit Kino, also nicht Kino, Quatsch, mit Sauna und mit FKK-Baden und so weiter. Die hatten auch in der Nähe. Jetzt hat er sich ein bisschen verlogen. Mit Sauna und Kino. Das wollte er kurz irgendwie in die Lüge reinspinnen, dass sie ihr eigenes Porno-Kino im Haus gehabt haben. Aber hey, Sauna haben sie gehabt, ne? Das war einfach hier, das war so ein richtiger Bumsclub, ne? So ein Swingerclub war das. Ne? Da haben die einfach drin gewohnt. Warum nicht? Ist ja ganz normal mit Kindern. Oh. Rainer sucht dir Hilfe. Ein Teich, an dem waren wir dann öfter mal FKK-Baden. Okay. Wir waren da meistens die Einzigen, weil das war halt denen ihr Teich, der war auch umzäunt und alles. Aber da waren halt seine Eltern öfter mal und ab und zu halt auch mal Freunde von den Eltern und halt alle nackt baden so. Und das war halt was vollkommen Normales und ich bin dann halt auch... Ja, wir müssen aufpassen, ne? Du kannst ja in den Teich gehen und in die Sauna und alles, aber geh nicht zu nah ans Löwengehege, ne? Nicht, dass er die frisst. Ja, wie gesagt, der Mann will ja nicht in irgendwelche rechtliche Probleme kommen. Das ist ja genau. Im Sinne davon halt auch im Prinzip damit normal aufgewachsen sozusagen. Ja, indirekt zumindest. Genau. Also war schon interessant auf jeden Fall, ja. Ja, also weiß ich nicht, von so offenen Leuten habe ich bisher auch, also das habe ich auch bisher noch nicht erlebt. Also klar, gibt's auf jeden Fall, aber ist mir so nicht bekannt. Nee, gibt's auf jeden Fall nicht, Bärchen. Gibt's aber, bitte. Wie gesagt, ne, ich glaube, es wäre gegangen mit ein bisschen weniger Arschkriecherei. Ja, das gibt's auf jeden Fall irgendwo. Also, wenn es solche Leute gibt, dann hoffe ich, dass die baldestmöglich strafrechtlich verfolgt werden, wegen der Nummer. Aber ja, krass so. Wäre das was für dich? Ich hab mir... Ja? Du hast für mich, also du meinst, wenn ich jetzt Kinder hätte oder so, dass ich da dann so offen mit umgehe oder was? Nee, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen so wissen, ja, wäre das denn was für dich gewesen, so generell, so, also hätte dir das gefallen, so aufzuwachsen und würdest du das vielleicht selber dann mit deinen Kindern machen? Ich bin ja teilweise so aufgewachsen. Also Ach, halt doch dein Maul, Rainer. Halt, wenn er jetzt sagt, ja, er ist teilweise so aufgewachsen, weil er dauernd bei diesem erfundenen Kumpel war, aber wenn er mir jetzt erzählen will, dass es bei Rudi und Reda zu Hause das genauso abgelaufen ist, ey, dann also du willst es doch wissen. Ja, erzähl einfach. Also ich grundsätzlich... Ja, komm, erzähl einfach. Die weiß schon, ne? Der ist jetzt im Flow, das Blut ist schon wieder in der Körpermitte und jetzt, ne, der Lügenzug nach Bullshit Town hat keine Bremsen, ne? Der schlägt dann einfach immer in diesem Bahnhof ein und hinterlässt ein Feld der Verwüstung, weil es jedes Mal wieder rauskommt, dass er gelogen hat. Und die weiß das ganz genau. Jetzt haben wir ihm die Stichwörter soweit gegeben, jetzt ist er in Fahrt. Jetzt lügt der, bis ihm die Luft ausgeht. Ich bin so aufgewachsen zum Teil, weil ich ja sehr viel Zeit mit dem Kumpel damals verbracht habe. Wir haben das ein paar Jahre lang durchgezogen, so 3-4 Jahre oder was. Ja. Also ich habe damit durchaus meine Erfahrungen und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich deswegen schlecht aufgewachsen bin oder so. Also, das ist jetzt ja, ich schon, Rainer. Also, natürlich ist es alles gelogen, aber wärst du so aufgewachsen, dann hätte ich schon gesagt, dass das eher nicht so gut ist. Eher suboptimal, Rainer. Weiß nicht, also es gibt immer Leute, die beschweren sich immer über solche Sachen. Und ich verstehe, dass man Jugendliche halt vom Thema Sex so ein bisschen fernhält, aber gerade heutzutage bin ich der Meinung, dass Kinder erst recht möglichst früh aufgeklärt werden sollen, also wirklich schon mit 8 oder mit 10 oder so. Nicht, weil das... Na, Rainer, also wie gesagt, mit 8 oder 10, ich weiß, dass Jugendliche heutzutage frühreifer sind, als wir das damals waren
Und das haben aber damals auch schon die Erwachsenen über uns gesagt. Ich weiß nicht, wann wann es bei denen so war. Vielleicht ist es auch subjektives Empfinden. Ja? Aber nee, ich bin nicht der Meinung, dass Kinder mit 7 oder 8 Jahren aufgeklärt gehören. Ja? Kinder gehören mit 7, 8 Jahren in die Grundschule und auf den Spielplatz und fertig. Ja? Da gehören die hin und und zeitig ins Bett abends. Fertig. Die gehören mit 7 oder 8 Jahren nicht aufgeklärt. Wir haben damals, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wir haben damals Aufklärungsunterricht gehabt. Ende der 5. Klasse. Da waren wir 11 Jahre alt. Weil man gesagt hat, ja, kurz vor der Pubertät, ne? Weil in der Pubertät hat man sich dann gedacht, ist ein wenig spät. Ja, da kann es dann schon bei einigen Leuten, die sehr frühreif sind, dann vielleicht auch schon spät sein. Und es war ja keiner irgendwelche Teenager-Schwangerschaften haben. Und dann hat man gesagt, ja, Ende 5. Klasse. Und das habe ich als okay empfunden und früher wäre es auch gar nicht gegangen, weil wir waren immer noch scheiße unreif und haben uns jedes Mal, wenn der Lehrer irgendwie ein Wort gesagt hat, aber uns kaputt gelacht. Hat Bimmel gesagt. Ne? Und so wie er heute noch. Wie Rainer das heute noch macht. Aber nee, früher, ich bin der Meinung, man sollte Kinder sein lassen, solange wie das möglich ist. Und es hat seinen Grund, warum wir Kinder mit diesem Thema so früh nicht konfrontieren. Ne? Und das ist eine gute Sache. Die Sex haben sollten, sondern einfach nur, weil, gerade mit dem Internet, ja, also ich habe einen Kumpel, der hat einen... Boah, jetzt kommt nochmal ein Gumbel. Heute hat er wieder richtig viele Gumbels. Und ja, mit dem Internet, ganz ehrlich, das Problem ist momentan aber auch wirklich, dass wir Älteren haben, die selber keine Medienkompetenz haben. Leute, die irgendwie in meinem Jahrgang sind und in ihren 30ern, frühen 40ern und jetzt irgendwelche Kiddies in die Welt gesetzt haben und sich gedacht haben, ja, keine Ahnung, wir haben ja diese Social-Media-Sachen auch immer benutzt, nicht checkend, dass wir die benutzt haben, als wir angefangen haben, so 16, 17, 18 zu werden und halt nicht mit 8 oder 9. Ne? Ich bin schon der Meinung, dass es dass da Medienkompetenz vermittelt werden sollte und dass auch für gewisse Social-Media-Apps Altersgrenzen eingeführt werden, dass man so sagt, keine Ahnung, erst ab 16. Ne? Fände ich gut. Ja? Und dass man das vor allem auch in der Schule, also sowohl im Elternhaus als auch in der Schule, einen Fokus drauf legt, eben Medienkompetenz zu vermitteln. Gerade der Umgang mit Social Media und mit den eigenen Daten im Internet. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und was leider auch sehr wichtig ist, hier Awareness schafft, Anglizismus, Kasper ist wieder am Stissel, Awareness schafft den Kids gegenüber, dass eben auch nicht jeder im Internet ihr Freund ist und dass es halt eben auch so Leute gibt, die sich da Opfer suchen wollen. Ne? PDF-File-Leute, die sich im Internet Opfer suchen wollen und was da Red Flags sind, auf die sie achten müssen und damit da nicht irgendwelche Scheiße passiert. Weil das, glaube ich, wird immer ein gängigeres Problem. Im Übrigen, ne, Beweisstück A, Leute, die sich junge Leute im Internet suchen, um da unpassende Interaktionen zu starten. Um das jetzt mal sehr, 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 sehr diplomatisch auszudrücken. Da haben wir was für die Schandtaten des Tages wieder, die Nummer mit hart an der Grenze. Ne? Wer es noch weiß, ich gehe dann beim nächsten Mal genauer drauf ein. Jährigen Sohn, der ist seit 4 Jahren im Internet unterwegs, mit Zocken und allem dran. dran. Ja. Also der ist 10. Ja. Also, warte mal, was hat er jetzt gesagt? Ich habe es jetzt vor eigener Schwallerei. Einfach nur, weil, gerade mit dem Internet, ja, also ich habe einen Kumpel, der hat einen
10-jährigen Sohn, der ist seit 4 Jahren im Internet unterwegs mit Zocken und allem drum und dran. Okay, ja. Ja, da gehört ein Kumpel von dir, aber sauber verwemst. Weil, ganz ehrlich, ein Sechsjähriger hat im Internet nichts verloren. Fertig, bums aus, Nikolaus. Das ist meine Meinung, könnt ihr mich jetzt haten dafür, ist mir scheißegal. Ein Sechsjähriger gehört nicht ins Internet. Ein Sechsjähriger gehört in die Grundschule oder in die Vorschule und auf den Scheißspielplatz und zeitig abends ins Bett. Fertig. Ende Gelände. Also der ist 10. Ja, ja, ja. Also wie oft wird er in einem Discord rumhängen, wo die Leute über Ficken reden oder irgendeinen anderen Schwachsinn oder irgendwelche... Ja, und wenn dem so ist, dann hat er einen Rabenvater. Dann ist dein Gumpel ein Rabenvater, der sich einen Scheiß drum kümmert, in welchen Internetforen, Discord-Servern oder sonst irgendwas sich sein 10-jähriger Sohn rumtreibt. Wo über Bimsen geredet wird. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es muss Medienkompetenz vermittelt werden für die Kinder, aber auch für die Eltern. Dass da klare Grenzen geschaffen werden. Und dann kommen die Leute immer, ja, aber die Eltern können nicht für alles zuständig sein. Die Schule kann nicht für alles zuständig sein. Aber es ist nun mal leider so, dass sich die Menschheit weiterentwickelt und gerade in den letzten, sagen wir mal, 120 Jahren sehr, sehr, sehr viel neue Kommunikationsmöglichkeiten dazugekommen sind und wir halt alle lernen müssen, damit umzugehen und das auch den sicheren Umgang damit eben auch unseren Kindern zu vermitteln. Ne? Und die Diskussion ist jedes Mal wieder dieselbe Scheiße. Das war beim Telefon so und beim Radio war das so, oh nee, das Radio, die Kinder werden nie wieder Bücher lesen, alle verdummen bis zur Vergasung. Und es war beim Fernsehen so, oh, aber bitte, im Fernsehen kommen dann so böse Sachen, die dürfen meine Kinder nicht sehen. So, ja, dann kontrollier, was deine Kinder im Fernsehen konsumieren, du Dulli. Und es ist beim Internet genau dieselbe Scheiße. Ja, im Internet gibt es Content, der und auch ne, Räume, sagen wir mal, die für Kinder nicht geeignet sind. Und dann ist es in der Verantwortung der Eltern, sich aufzuklären, was da die Gefahren sind und die Kinder davor zu beschützen. Ne? Als Autos rausgekommen sind, hat man ja auch nicht gesagt, ja, keine Ahnung, Digga, dann sollen sie ja weiter auf der Straße rumlaufen, wird schon nichts passieren, sondern hat man auch gesagt, hey, hier, so und so verhalte ich mich im Straßenverkehr, links, rechts, links schauen, bevor ich über die Straße gehe und so weiter und so fort. Aber das müssen wir halt machen, um vor allem Kinder auch vor jemandem wie ihm zu beschützen. Das ist natürlich ja schwierig, wenn die Mutter besagter Kinder einfach in der Nazi-Butze direkt das Zimmer neben ihm hat, oder schräg gegenüber war das ja, und ihm ihr kleines Kind einfach in die Hand drückt, ohne zu checken, was das für einer ist. Das ist natürlich auch schwierig. Aber da wäre Medienkompetenz vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Google mal Drachenlord, dann warst du ganz genau, dass du dem dein Kind nicht anvertrauen solltest. Na, und deswegen bin ich der Meinung, dass du die Kinder halt im Vorfeld schon deutlich früher aufklären solltest. Ich, wie gesagt, habe meine ersten sexuellen Erfahrungen habe ich mit 7 oder 8 gemacht. Da habe ich auch meinen ersten Ständer gehabt, meinen ersten Samenerguss und so weiter. Also ich war... Die klassische alte Story, ne? Mit 7 Jahren hat er das erste... Halt dein Maul, Rainer. Er hat irgendwann einmal gelesen. Das ist jetzt meine Theorie. Irgendwann hat er irgendwo einmal gelesen, dass es theoretisch möglich ist, dass das jüngste Alter, in dem ein Junge einen Samenerguss haben kann, irgendwie 7 ist. Und dann hat er sich gedacht, ja, das erzähle ich jetzt, weil da bin ich interessanter, da bin ich was Besonderes. Ich bin ja schon viel früher reif gewesen wie alle anderen. Ich war schon immer besser wie alle anderen. Alle wissen weniger wie ich. Das ist alles Horseshit, Rainer. Ne? Wirklich sehr, sehr frühreif. Ist ja nicht bei allen so, ne? Also ich weiß nicht, wie das generell so ist, gerade so psychologisch, wann so ein Kind da bereit ist. Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Ja. Also im Schnitt ist es ja so, meine Schwester zum Beispiel hat sehr lange gebraucht. Bei der ging das, glaube ich, erst mit 15 oder so los. Okay. Schön, ne? Also er hatte seinen ersten Samenerguss mit 7 und seine Schwester hatte ihren ersten Samenerguss mit 15 offensichtlich. Oh.
Ganz ehrlich, erstens glaube ich es ihm nicht, was er da erzählt, und zweitens ist halt peak übergriffig, hier irgendwelchen fremden Mullen zu erzählen, also wenn es jetzt um die erste Periodenblutung seiner Schwester geht, wann sie die hatte. Weil das geht nämlich niemanden auch nur einen feuchten Scheißdreck an. Ja? Und vor allem nicht irgendwelchen 0815 Mullen im Internet, bei denen auszugehen ist davon, dass es zu 99% Haterinnen sind und Bärchen. Ich weiß nicht, wenn mein Bruder im Internet irgendwelchen Hallodris ganz intime Dinge über mich erzählen würde, dann würde ich dem kräftig aufs Sack hacken. Ich war dagegen sehr frühreif. Bei meiner Mutter hat sie mir erzählt, wie gesagt, ich bin da, was das Thema auch angeht, auch recht offen aufgewachsen. Meine Mutter hat auch gemeint, dass sie recht frühreif war. Also habe ich das vermutlich von meiner Mutter und meine Schwester wahrscheinlich von meinem Vater, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich für meinen Teil sehe kein Problem darin, ein Kind möglichst früh aufzuklären. Ja, der Vater, der hat auch erst mit 15 die Periode gekriegt, ha? Ich jetzt das so machen würde, dass ich auch mit meiner Partnerin oder so auf dem Sex hätte und meine Kinder das so mitbekommen würden. Wahrscheinlich schon allein wegen rechtlichen Gründen nicht. Braucht bloß jemanden mal was rausrutschen, gerade heutzutage hast du gleich einen gewissen Ruf weg. Ja, zu Recht, Rainer. Vollkommen zu Recht. Ganz ehrlich, da braucht bloß jemandem was rausrutschen. Er hat jetzt nicht gesagt, er würde das nicht machen, weil das krank ist und zu Recht strafrechtlich relevant. Nein. Es könnte ja einem was rausrutschen. Rainer, der Satz spricht schon wieder Bände darüber, wie die Schuldfrage bei dir in der Realität aussieht, was das Mädchen hier von der Nachbarin angeht. Es könnte ja jemandem was rausrutschen. Ich kotze gleich vor die Füße. Du ohrreidiger Grattler. Aber grundlegend, was die Erziehung angeht, was zu Hause FKK angeht und so weiter, hätte ich kein Problem damit. Auch mal nackt daheim zu Hause rumzulaufen, habe auch kein Problem damit, dass hätte auch kein Problem damit, wenn meine Kinder das machen würden. Oder meine Frau, weil sehe ich eigentlich keinen Sinn drin. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich also so war es immer früher. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mittlerweile selbst so ein bisschen Komplexe habe, und zwar, Mittlerweile hast du Komplexe, Rainer. Rainer, du hast schon immer harte Komplexe gehabt. Du hast schon immer harte Komplexe gehabt. Du warst schon immer nicht ganz sauber im Kopf. Es gibt ja mittlerweile so viele Menschen, Hater gerade vor allem, Ja. die mich ja als... Die Hater sind wieder schuld. Freilich, Rainer. Du bist nicht ganz richtig im Oberstübchen. Und hast ein vollkommen krankes Verhältnis zu Sexualität und zu Minderjährigen. Und schuld daran sind natürlich einmal wieder, wer soll's denn sonst sein, die böse Haters. Pädophilen hinstellen. So, Hinstellen? Rainer, hast du die letzten 5 Minuten einmal zugehört, was du da verzapft hast? Da muss sich niemand so hinstellen, Rainer. Niemand muss sich so hin. Du stellst dich selber so hin. Du sagst es der ganzen Welt im Endeffekt. Du sagst es der ganzen Welt. Du fantasierst dir irgendwelche Geschichten zusammen. Von exhibitionistischen Eltern, von einer Gumbel von dir. Die vor wildfremden Kindern am Umeinanderbimsen sind den ganzen Tag, weil sie nichts Besseres zum Tor haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich damals irgendwie von der Schule heimgekommen bin, da war mindestens ein Elternteil von mir war beim Malochene. Und bei den Freunden, die ich besucht habe nach der Schule, war auch immer mindestens ein Elternteil beim Malochene. Die haben denn die sich die riesen Villa leisten können mit dieser Einrichtung und dieser Theke und diesem riesen Wohnbereich und am Teich und am Löwen und allem möglichen drum und dran. Wenn keiner von denen jemals zum Arbeiten gegangen ist, sondern den ganzen Tag nur darauf gewartet haben, dass der Bur irgendwelche Spätzeln von der Schule mitbringt, damit sie dann vor deren Augen umeinander pimpern können. Das erzählst mir jetzt einmal, du Dulli. Kriegst die Tür nicht mehr zu. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder zweimal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde mich nicht einmal, das musst du dir mal vorstellen, wie psychisch krank ich da, was das Thema angeht, mittlerweile bin. Ich glaube, ich würde mich noch nicht einmal trauen, meine eigene Tochter oder meinen eigenen Sohn zu wickeln. Da hast du drüber nachgedacht, oder? Wie kommt man denn als 36-jährige Jungfrau ohne Kinder, die da in diesem Loch in Zobis hockt, wie kommt man denn überhaupt auf diesen Gedanken? Wie?
Da sitzt er dann und sagt, ja. Boah, nackte Säuglinge, ja. Oh. Was ist los mit dir, Rainer? Und noch dazu, keine Ahnung, kein Mensch auf der Welt sagt irgendwas, wenn der Vater seine Kinder wickelt. Im Gegenteil, die meisten Leute sagen, hey, der hilft auch mit und sieht es nicht nur als die Aufgabe der Mutter, das Wickeln, sondern beteiligt sich halt auch an der Erziehung und daran, das Kind sauber zu machen. Was auch selbstverständlich sein sollte, weil die Mutter ist jetzt vielleicht auch nicht immer da. Die ist vielleicht gerade irgendwie im Bad oder ist beim Einkaufen oder sonst irgendwas und dann sagt sie dann der Vater, na, oh, das Kind hat jetzt gerade eingeschissen, aber ich kann jetzt das leider nicht wegmachen, weil ich habe Angst, dass man mich für einen Pedo hält. Dann lass ich es lieber nur 2 Stunden in der Scheiße hocken, bis die Frau heimkommt, weil ich möchte mir nichts vorwerfen lassen. Merkst du, was das für ein kranker Gedankengang ist, du Dulli? Hast du den Schuss eigentlich noch gehört? Rainer, bohrische Böllerschützenvereine könnten neben diesem Scheißloch, in dem du da wohnst, stehen, ja, und 20 Salutschüsse rausmetteln. Und du darfst den Schuss immer noch nicht hören. Du kranker... Darf jetzt wieder nicht sagen, sonst wird das Video gesperrt. Ich wieder ein Streik. Aber ey, das ist doch... Wie man auf den Gedanken überhaupt kommt. Wie man diesen Gedanken überhaupt hat. Da ist ja schon inhärent im Kopf was drin, was das eigene Kind sexualisiert, um überhaupt auf den Gedankengang zu kommen. Anstatt zu sagen, ja, ich bin Vater geworden, Kinder scheißen sich ein, fertig. Dann mache ich das sauber und ziehe mir eine frische Windel an. Rainer kriegt es nicht hin, irgendwas nicht zu sexualisieren. Der Mann ist krank im Kopf. Und der gehört nicht nach Zobes hier in diese Drecksputze, sondern der gehört in ein Haus, ja, mit weißen Wänden, wo die Türklinken nur außen an der Tür angeschraubt sind. Und wirklich unter starke Medikamente. Das ist nicht normal, was der da verzapft. Nicht, weil ich da irgendwelche Gefühle habe. Nein, Rainer, freilich nicht. Ja, das kleine Mädchen von der Nachbarin geheißen. Weil ich immer Angst hätte, dass irgendwann rauskommt, ja, ich habe mein Kind gewickelt, aber ich habe ja den Ruf, dass ich pädophil bin. Ja, der hat sein Kind gewickelt, der hat sein Kind angefasst. Weißt du, ich hätte da immer Angst, dass mir hinterher sowas vorgeworfen werden würde. Also, wenn ich jemals... Vollkommener Bullshit, Rainer. Das ist vollkommener Bullshit. Und den Gedankengang überhaupt zu haben, spricht schon Bände für mich. Das spricht schon Bände für mich. Ne? Vor allem, wenn es um die eigenen Kinder geht. Natürlich fände ich es auch weird, wenn irgendjemand bei anderen Leute daheim ist und das Kind scheißig an, der wird einfach anfangen, das Kind zu wickeln. Wo es nicht abgemacht ist. So, da würde ich da auch... Aber es hat sich, glaube ich, noch nie irgendjemand drüber beschwert, wenn ein Mann sein eigenes Kind gewickelt hat. Das kannst du mir nicht verzapfen. Wenn ich jemals eine Partnerin habe und jemals Kinder mit meiner Partnerin habe, müsste ich tatsächlich mit meiner Partnerin darüber sprechen, ob es nicht vielleicht so ist, dass sie die Kinder wickelt, ich mir dann halt irgendwie was anderes überlege, um meine Partnerin zu entlasten. Ja. Nee, boah, das hört sich, ganz ehrlich, mir zieht's gerade Eis zusammen. Mir zieht's Eis zusammen, das hört sich für mich so fürchterlich an. Als ob da halt tatsächlich solche Gedanken, solche Präferenzen bei ihm da sind und er das jetzt irgendwie so hinstellt, um davon abzulenken. Das ist auf demselben Level wie dieses sich rechtfertigen für einen Vorwurf, den nie irgendjemand gemacht hat. Ne? Das ist, wenn ich jetzt im Supermarkt an der Kasse arbeiten würde und ich sitze da und da kommt der Kunde und der sagt, ich habe halt nichts geklaut, gell? Ich habe alles, was ich dabei habe, habe ich aufs Band gelegt. Dann würde ich auch stutzig werden.
weil halt keiner auf die Idee kommt, irgendwie jeden des Clowns zu bezichtigen. Weil der Normalfall ist, die kommen, nehmen ihr Zeug, legen es auf das Fließband, bezahlen das und verpissen sich wieder. Das ist der Normalzustand. Und jemand, der nicht geklaut hat, der macht sich keine Gedanken darüber, ob er geklaut hat oder ob die Leute glauben würden, er hätte geklaut. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wo ich an der Supermarktkasse gestanden bin. Oh, hoffentlich glauben die nicht, ich habe geklaut. Noch nie. Weißt du warum, Rainer? Weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin, was im Supermarkt zu klauen. Das existiert in meiner Welt überhaupt nicht. Fertig. Nur wenn ich tatsächlich entweder geklaut hätte oder es vorhätte zu klauen, dann würde ich mir jedes Mal Gedanken machen, wenn ich an der Kasse stehe. Oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich hier klauen will. Rainer, du sagst gerade sehr viel über dich aus. Sehr viel. Das bisher, ganz ehrlich, das ist der ekelhafteste Part von dieser ganzen Scheiße bisher. Das ist der widerlichste Part von der ganzen Scheiße. Boah, ey, hoffentlich wechselt der bald das Thema. Ich würde gern echt wieder Witze machen, Digga. Ich bin 188 Grad. Dass meine Partnerin das Kind wickelt. Was natürlich beschissen ist, wenn es mitten in der Nacht oder so wäre. Wenn ich mir zum Beispiel jedes Mal nachts aufstehen muss, ich müsste mir dann irgendwas anderes überlegen, wie ich sie unterstützen kann. Weil ich glaube, da hätte ich wirklich zu viele Komplexe dafür, dass ich mein Erlebnis. Ja, da würde er sich dann wieder überlegen, ja, wenn sie dann fertig ist mit Wickeln und so, dann darf sie noch ein bisschen Beischlaf leisten, dann muss sie noch ein bisschen Wurstfach hinhalten, weil das tut ihr ja gut. So unterstützt er seine Partnerin. Halt ein Maul, Rainer. Kind beginnen kann, weil ich halt immer das im Hinterkopf habe, dass die Leute mich dann als Pädophil abstempeln. Aber wie sollen denn die Leute rausfinden oder so, ob du dein Kind wickelst oder nicht? Es reicht ja schon, wenn ich. Liebes Bärchen, die Leute finden das deswegen raus, weil er es ins Internet stellen würde. Weil Rainer alles ins Internet gestellt hat von seinem Leben. Alles. Ne? Das wäre auf dem Niveau von einem seiner Kochvideos, die keine Kochvideos waren, sondern nur Videos, in denen er kocht. Wenn überhaupt bekannt ist, dass ich eine Frau und Kinder habe, dann kannst du davon ausgehen, dass die irgendwann das Jugendamt dazu schicken werden. Und wenn die dann halt sagen... Ja, offensichtlich, Rainer, und du hast mir gerade noch ein paar Gründe mehr gegeben, warum man das machen sollte. Warum das Jugendamt gerade bei dir solltest du wieder erwarten. Hey, Gott sei es gedankt, dass das höchstwahrscheinlich niemals passieren wird. Wieder erwarten, einmal einen Nachwuchs in die Welt setzen, dass dann das Jugendamt da vielleicht ein bisschen mehr drauf schaut, was da passiert. Ja, haben sie ihr Kind angefasst und ich kann dann halt sagen, nee, ich fasse mein Kind nur an, dass er mein Schoß ist und mir das kuscheln kann oder so, ne, abends oder so. Auch immer mit Kleidung und so weiter. Ich wickel das Kind auch nicht, das macht alles meine Partnerin, aufgrund dessen bei mir sowas vorgeworfen wird. Dann Achso, aber nackt im Haus rumlaufen tust dann schon. Und wenn du dann wenn du das Kind dann umarmen willst, dann müsst ihr euch vorher beide schnell was anziehen. Oder wie läuft das dann? Depp. Du widersprichst dich schon wieder selber. Rainer, ich sag dir, was normal ist. Normale Eltern laufen, sowohl die Eltern als auch die Kinder in einem normalen Haushalt laufen auch zu Hause, größtenteils mit Klamotten rum. Ne? Freilich, keine Ahnung, wenn man vom Bad irgendwie ins Schlafzimmer geht, weil man sich frische Klamotten noch holt nach dem Duschen oder sowas. Aber ansonsten laufen die auch in Klamotten rum. Vor allem, wenn Besuch da ist. Gebimst wird, wenn die Kinder im Bett sind und es nicht mitkriegen oder wenn sie irgendwo anders sind. Damit sie es eben nicht mitkriegen. Und wenn du einen Säugling hast und der scheißt sich ein, dann wird er gewickelt. Und zwar vom Ersten, der das mitkriegt. Scheißegal. Und all diese Dinge, ne? Ausgenommen das Bimsen zwischen Vater und Mutter, wenn die Kinder im Bett sind oder nicht zu Hause. Ausgenommen davon hat alles keinerlei sexuelle Komponente zu haben. Nichts davon hat eine sexuelle Komponente zu haben. Gar nichts.
kann man das vielleicht auch ein bisschen nachweisen, dann kommt vielleicht auch gar nicht erst dieses Risiko auf. Aber ich finde es auf der anderen Seite, finde ich das schon hart krank. So, darüber angefangen nachzudenken, habe ich tatsächlich wegen einem TikTok-Video, weil da gab es ein TikTok-Video, da hat eine Frau irgendwas erzählt von wegen, dass sie ihren Sohn nicht wickelt und ihr Mann ihre Tochter nicht wickelt. Also dass der Mann nur das Mädchen, nur den Jungen wickelt und das Mädchen, die Frau nur den Sohn wickelt. Okay. Ja, dann sollte diesen Leuten, ich weiß nicht, das TikTok-Video hat er sich vielleicht auch aus dem Arsch gezogen, aber TikTok ist so eine kranke Scheiß Hurensohn-Plattform, dass ich es mir fast denken kann, dass da sowas auch gibt, aber dann sollte man den Leuten vielleicht auch einmal das Jugendamt vorbeischicken, weil das ist sass. Das ist absolut sass. Ich kenne keinen Vater, keinen, der solche Gedanken hat, wenn es darum geht, sein eigenes Kind zu wickeln. Sondern der Gedanke ist, oh nein, mein Kind sitzt in seiner eigenen Scheiße, ich muss den Zustand so schnell wie möglich beenden. Fertig. Weil ich mein Kind liebe und nicht will, dass es in seiner eigenen Scheiße sitzt. Fertig. Das ist der Punkt. Das ist genauso wie wenn die Mutter sagen würde, ich säug mein Kind nicht. Ne? Weil ich Angst habe, dass da irgendwer was Sexuelles eininterpretiert, wenn das bei mir an den Möpsen nuckelt. Ja, da checkst du, hast du... Sowas habe ich da gesehen und so, und da fand ich schon krank so. Und habe ich darüber nachgedacht, naja gut, bei mir wäre es wahrscheinlich nicht viel anders. Nur, dass ich wahrscheinlich meine Kinder gar nicht entwickeln könnte, weil ich da immer Angst hätte, dass mir irgendwas vorgeworfen wird. Und das wäre ja auch extrem belastend für die Kinder, weißt du? Mal, du musst dir auch bedenken, wenn du... Keiner weiß so was Belastendes für so einen Säugling, paar Stunden lang in seiner eigenen Scheiße sitzen. Das ist belastend für so einen Säugling. Ne? Die haben dann nämlich genauso viel Bock drauf wie wir. Ich weiß nicht bei dir, ob du es überhaupt noch checkst. Ja, ob sich da schon der braune See in der Plastikbuchse gebildet hat. Obwohl, ja, neulich einen flotten Otto wieder hatte. Aber ich sag's dir, wie es ist. Kleinkinder haben genauso viel Bock, in ihrer eigenen Scheiße zu sitzen wie wir. Die können halt nur nicht selber was dagegen machen. Ein Kind wickelst, ne? Also richtig, so, vor allem wenn es noch ganz klein ist, wenn du das Kind wickelst, dann hast du ja immer die Situation, dass du ja auch mal an der Muschi rumwischen musst mit einem Tuch oder irgendwas oder am Pillermann, am Schwanz und so, am Arsch, weil du musst das Kind ja sauber machen. Ja. Ne? Gerade wenn es sich angeschissen hat oder so. Oder ich blende es jetzt nicht ein, weil YouTube hasst es, wenn ich das tue. Ich habe doch diese kurzen Einspieler aus den Polska-Bärchen-Leaks. Ne? Da benutzt er dieselben Ausdrücke, die er jetzt gerade benutzt hat, aber auch in einem deutlich sexuellen Content. Ich weiß nicht, ob man die Ausdrücke, die du gerade benutzt hast, für den Intimbereich von Säuglingen benutzen sollte. Weil die schon eher, sagen wir mal, ein bisschen sexuell aufgeladen sind. Das halte ich allein schon für belastend. Um nicht zu sagen problematisch. Es gibt neutralere Begriffe, wenn man sie denn überhaupt benutzen muss. Wir müssen uns immer noch daran erinnern, der Mann hat keine Kinder und ist jetzt von alleine auf dieses Thema gekommen, während er mit einer Frau, die er gerne ins Bett kriegen will, irgendwie mehr oder weniger anzügliche Geschichten erzählt. Hier. Die Geschichten aus dem Palanergarten und Bimsen mit der Familie von seinem Gumbel. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Darüber ist er auf das Thema gekommen, aber er will ja nicht, dass er sich irgendwas dass man ihm irgendwas vorwirft, was mit Sicherheit überhaupt gar nicht so ist. Weil Rainer, kriegst Kotzen, ich krieg's kalte Kotzen, Digga. Ja, ganz ehrlich, ich hoffe so sehr, dass Serial Talk das hier nicht mitkriegt. Ich hoffe, dass der inzwischen gesagt hat, hey, come on, ich habe auch lange nichts mehr von ihm gehört, aber ich habe auch Discord schon seit 3 Wochen nicht mehr offen gehabt. Dass der sich inzwischen gesagt hat, nee, ich halte den nicht mehr aus, fertig aus, Nikolaus. Hier, Bums aus, Prügel raus. Weil der kriegt einen Schlaganfall, wenn er das hört. Der kriegt spontan einen Schlaganfall. Ich möchte nicht, dass Serial einen Schlaganfall kriegt. Ich mag den Mann. Ja? Aber gerade die Mädchen musst du ja auch an der Muschi sauber machen, wegen den Bakterien vom Urin und so. Ja. Du musst ja ordentlich darauf achten, dass das Kind halt krank wird. Also musst du da ja fast hin, du musst ja hinfassen, bist du gezwungen dazu. Aber das finde ich halt dann schon wieder so die Sache, wo ich mir denke, so, nee, das
finde das gar nicht. Nicht, weil es mich anzieht, sondern weil mich das abstößt. Die Vorstellung, dass irgendjemand mir dann auch nur ansatzweise was vorwerfen könnte. Ja. Das möchte ich in keiner Weise auch nur ansatzweise zulassen. Das ist einfach nur krank. Ja, ja, das stimmt. Also, das ist Wie schon. gesagt, Supermarktkasse, ich habe wirklich nichts geklaut. Hier sind wieder mehr rote Flaggen als hier, ne? Auf der Parade am Platz des himmlischen Friedens. Wirklich, das sind ja schon Ausmaße, das ist wirklich krass. Also, aber also, warum? Weil das Bärchen ist gerade selber belastet davon. Das Bärchen empfindet das gerade selber belastend, was er da erzählt. Die hat sich gedacht, ja, lass ihn erzählen. Da gibt's lustiges Matt und jetzt kommt er mit so einer Scheiße um die Ecke. Warum wird dir das überhaupt vorgeworfen? Ehrlich gesagt, Boah, wo soll man anfangen? Ehrlich gesagt, wenn er schon ehrlich gesagt sagt, dann sagt er jetzt, er weiß überhaupt nicht. Kann er sich nicht erklären, woher diese Vorwürfe kommen. Rainer, ich kann dir ein paar Beispiele nennen, woher diese Vorwürfe kommen. Ne? Hose lüften vor dem Kind. Die 13-Jährige, die bei dir in den YouNow-Stream reingekommen ist, wo wir wieder beim Thema sind, ne? Medienkompetenz für Eltern und Kinder und welche Social-Media-Plattformen vielleicht nicht so gut sind. Und die 13 Jahre alt war, wo du gesagt hast, das hart an der Grenze. Ich könnte jetzt noch 10 Minuten so weitermachen, ne? Aber wir wollen ja heute auch vielleicht einmal zum Ende von diesem Video kommen. Hoffentlich, damit es vielleicht im nächsten Video wieder irgendwie, keine Ahnung, Gaming- oder Anime-Content gibt. Da hätte ich jetzt sogar mehr Bock drauf, als dir weiter dabei zuzuhören, wie diese Scheiße verzapfst. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also ich habe grundsätzlich zu dem Thema Sexualität, aufgrund dessen auch, was ich dir gerade erzählt habe, Ja, ich habe zu dem Thema Sexualität grundsätzlich eine recht lockere, entspannte Einstellung. ja. Auch in Bezug auf Kinder. Jetzt nicht, dass Kinder das haben sollten, sondern dass man Rainer, ich spule jetzt mal 5 Sekunden zurück, Rainer. Wenn du mein Video hier siehst, dann hör dir das nochmal genau an, was du da sagst. Mit einem offenen Kopf einfach mal genau drüber nachdenken. Wie das ankommt, dieser Satz. grundsätzlich eine recht lockere, entspannte Einstellung. Ja. Auch in Bezug auf Kinder. Jetzt nicht, dass Kinder das haben sollten. Ob du mich verarschen willst, habe ich gefragt. Aber na, freilich, die scheiß Festplatten, die hat man nicht untersuchen müssen, weil es hat überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, dass der Mann vielleicht solche Neigungen haben könnte. Das hätten wir mitgekriegt, wegen die Haters. Da war es Winklerglück auf der Seite. Es ist unfassbar, es ist unfassbar, Rainer. Die, wenn diese scheiß Festplatten untersucht hätten, dann hatten sie die aber sauber eingeknackelt. Aber sowas von. Ne? Ein wiederholt vorbestraften Gewaltstraftäter, der sowas auf dem Rechner hat, der kommt in den Knast. Zumindest hoffe ich das. Wenn denn sich jemand die Mühe machen würde, seine scheiß Festplatte zu untersuchen. Sondern dass man halt einfach, ich bin halt einfach locker, was das Thema angeht, als solches drauf, so, weil ich halt einfach so auch selber erzogen worden bin. Und es gibt halt so viele Leute, die halt sagen, ja, Kinder nehmen psychische Schäden, wenn die zu früh mit dem Thema Sexualität zurande kommen, was völliger Bullshit ist. Ich mein, Halt dein Maul, Rainer. Nein, ist nicht kein völliger Bullshit. Weil es kein völliger Bullshit ist. Rainer, die Pubertät ist da, ne, um die sexuelle Entwicklung einzuleiten. Alles, was davor ist, hat mit dem Thema nichts zu tun zu haben. Und Eltern und Erwachsene haben dafür zu sorgen, dass das so ist. ich habe auch keine psychischen Schäden davon Ja. getragen. Nein, Psychische Schäden davon nein, getragen. nein, Rainer. Du hast überhaupt keine Psyche. Hast du dir zugehört, über was du die letzte Stunde verzapft hast, du Depp? Natürlich, du bist geistig komplett gesund. Ich kann das nicht mehr, Leute. Also, ich muss kurz Pause machen und mir ein neues Bier holen und mich ein bisschen beruhigen. So, da bin ich wieder. Oh, Mann. Fun Fact.
Er hat jetzt die Fenster zugemacht. Grüße gehen raus an den Bewährungsversager, weil mein Nachbar mir gerade gefragt hat, von drüben von seinem Gartenrei, ob bei mir alles in Ordnung ist. Ja, schwierig. 4 Minuten ist das noch. Ey, komm, was machen wir jetzt noch? Dann ist halt nur für einen Tag. Ich glaube, das ist dann auch die Grenze meiner seelischen Belastbarkeit erreicht. Ja? Dann durch die Tatsache, dass mir so Scheiße vorgeworfen wird. Nee, also ich gehe halt einfach mit dem Thema ein bisschen lockerer um. Und ich habe halt auch im Laufe meiner Zeit auf YouTube mit Leuten auf Discord oder so über verschiedene Themen diskutiert, über verschiedene Ansichten und so weiter oder über verschiedene Studien, wo wir diskutiert haben. Und es wurde teilweise auch aus dem Kontext gerissen, die Gespräche so sehr. Na, Rainer, es ist nie irgendwas aus dem Kontext gerissen worden. Rainer, es ist nie irgendetwas aus dem Kontext gerissen worden. Sondern du hast da einfach wirklich fürchterlich widerliche Scheiße vom Stapel gelassen, genauso wie hier auf Discord. Und das ist aufgenommen und veröffentlicht worden, genauso wie hier, und du hast mal wieder nichts dazu gelernt, weil du hageldumm bist. Und immer wenn er sich unbeobachtet fühlt, dann blubbert er so einen Krampf raus, der wieder sein wahres Gesicht zeigt. Ne, das war bei der Wien-Aussage so, das ist hier so, das ist hier bei der, in der Natur fragt ja auch niemand das Weibchen Nummer so. Oh, das ist auch so ein Schandtatending. Alles davon. Und Rainer, es war schon immer so, du hast immer dein wahres Gesicht gezeigt in dem Moment, in dem du dich unbeobachtet gefühlt hast auf irgendwelchen Discord-Servern. Oder mit irgendwelchen Bärchen. Und dann, da sind immer wirklich die wirklich deutlichst die deutlichen Zeichen rausgekommen, dass bei dir was im Kopf nicht stimmt und dass man auf jeden Fall dich von Kindern fernhalten sollte und wahrscheinlich auch von der Gesellschaft. Ja, sogar, dass sogar eine Psychologin, mit der ich zu tun hatte, hinterher gesagt hat, die will mit mir nichts mehr zu tun haben, weil die irgendeinen Schwachsinn im Internet mitgekriegt hat, was ich angeblich gesagt habe, aber da fehlt irgendwie die Hälfte vom Kontext. Und ich denke so, wow, okay, so eine Psychologin. Ja, das ist ja voll unprofessionell eigentlich. Also erst. Nee, die hat wahrscheinlich gesagt, sie will mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil es für sie zu belastend war, sich das anzuhören, dieses Geblubber, was er da vom Stapel lässt. Aber brauchen wir auch nicht reden, der war ja nie irgendwie ernsthaft bei der Psychologin. Wenn da einer irgendwie tatsächlich ernsthafte Therapie gemacht hätte, das hätte ihm vielleicht gut do. Vielleicht hätte man noch ein bisschen was retten können, aber ich glaube, da ist der Dampfer auch schon abgefahren. Rainer, du gehörst einer geschlossenen Anstalt, meiner Meinung nach. Und die Gesellschaft gehört beschützt vor dir. Von Menschen wie dir generell. Was guckt die sich überhaupt an, was da im Internet ist? Und zweitens ist es ja eigentlich. Jetzt tun hatte. Deswegen hat die sich darüber informiert. So, und dann wollte die mit mir nichts mehr zu tun haben, beziehungsweise das war eine ganze Organisation, die mit mir nichts mehr zu tun haben wollten, die sich auch noch mit Mobbing und Thema Hate und so auseinandergesetzt haben. Oh, was ist das Hate? Haben die dich deswegen fallen lassen? Ey, wenn die jetzt tatsächlich nichts mehr mit ihm zu tun haben, also wieder ihre Meinung ein zweites Mal geändert haben, dann immerhin, ne? Besser später als nie. Weil das denen zu krank war, weil ich im Internet irgendwas gesagt habe, wo wir über irgendwas diskutiert haben zum Thema Kinder und Sex und Sexualität und Geschlechtsreife. Ich weiß nicht mehr, um was es da genau ging. Da ging es auf jeden Fall ich glaube, da ging es um irgendein Buch, über das ich geschrieben habe. Also ich habe mal ein Buch angefangen zum Thema sexuelle Auswirkungen, psychologische Auswirkungen, zum Thema sexuelle Hemmschwellen, sexuelle Blockaden, wo sich das Buch mit verschiedenen Themen beschäftigt. Da habe ich zum Beispiel neulich noch erzählt, dass... Da hast du ein Buch drüber geschrieben. Du. Der Sonderschulversager. Ein psychologisches Buch geschrieben über sexuelle Freilich. Ja, freilich, Rainer. Höchst wissenschaftlich wird das gewesen sein. Da darf es mir überhaupt nicht wundern, wenn dann irgendjemand sagt, hey, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du kranker Bastard. Wenn du so eine Scheiße da verzapfst oder schreibst. Wir haben deine ganzen hier, was waren es hier, diese Hausmädchen-Stories und die Nummer mit, wir haben das doch alles gelesen. Brauchst du uns doch jetzt hier nicht wieder irgendwas aufs Brot schmieren. Auch über Thema Tiere und Sex und Homosexualität mich informiert habe mal. Ja. Das war auch wegen diesem Buch unter anderem. Und auch ob Tiere Spaß am Sex haben und deswegen auch gerne Sex haben außerhalb von ihrer Paarung und so weiter. Und ich habe mich eben über diese Themen gerade wegen diesem Buch auch informiert, weil ich da einfach mal ein bisschen drüber schreiben wollte. Nicht unbedingt für andere, sondern für mich, auch weil es mich einfach interessiert, das Thema allgemein. Ja. Ja, und letzten Endes habe ich da
Letzten Endes, Leute, letzten Endes. Da hat mit irgendjemandem im Discord damals drüber gesprochen und hinterher haben die mir irgendwas vorgeworfen. Da ist auch nie wirklich was passiert. Also ich habe dann nie eine Anzeige bekommen oder sonst was, weil da konnte man auch keine Anzeige machen, weil irgendwie die Hälfte vom Kontext gefehlt hat. Ja. Oder wurde dann der Kontext weitergeleitet und dann hat sich herausgestellt, Ist immer, der Kontext fehlt, hat er nie gesagt, dieses, jenes immer zusammengeschnitten oder das KI oder halt dein Maul, Rainer. Ist alles gelogen, Rainer. Der Kontext fehlte nie, es war nie zusammengeschnitten und es war nie KI. Es waren immer deine Worte. Und wie gesagt, wenn sich da die Beamten damals wirklich mal ein bisschen mehr Zeit genommen hätten und dadurch ein bisschen Recherche und deswegen dann deine Festplatten untersucht, dann wärst du jetzt noch im Camp Nuggy. ja, Blödsinn, braucht man sich keinen Kopf drüber machen. Was weiß ich, auf jeden Fall da kamen so viele Sachen im Laufe der Jahre zusammen. Ich kann dir das gar nicht erklären, keine Ahnung. Da ist viel Mist dabei gewesen. Ich für meinen Teil verstehe sowieso nicht, wie irgendjemand glauben kann, wenn mich jemand kennt. Ich kann es nicht verstehen, warum jemand glauben kann, dass ausgerechnet ich auf Kinder stehe, weil... Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Rainer, hör dir diesen ganzen Leak nochmal an. Ich würde dir empfehlen, steiger mal pikante Geschichten aus dem Leben. Steiger mal da ein. Das bei Minute 51. Ne? Das ist, da geht noch knapp ein bisschen über eine halbe Stunde. Die, wenn du nochmal anhörst und dann frag dich nochmal, wie jemand auf diese Idee kommen könnte. Ich mag Kinder, aber halt im Sinne von, ich mag Kinder, also nicht im Sinne, im sexuellen Sinne. So, ich bin auch jemand, ich beschäftige mich Keine, sagst du, wie es ist, ich glaube dir das nicht. Ich glaube dir das nicht. mit Kindern konnte ich schon immer gut. Ich wollte auch schon in meiner Jugend, habe ich auch überlegt, wir haben noch gestern darüber gesprochen, was ich gerne studiert hätte. Ja. Was ich gerne gelernt hätte, haben wir nicht angesprochen, aber ich habe Psychologie gesagt. Und was mich interessiert hätte, wäre zum Beispiel Kindergärtner oder sowas. Das hätte noch gerade gefehlt, euer. Das hätte gerade noch gefehlt. Rainer als Kindergärtner. Da hätte man den sprichwörtlichen Bock zum Gärtner gemacht. Den hättest du dann zum Bestatter machen wollen. Hier den Kannibalen von Rothenburg, oder? Familientherapeut Josef Fritzl. Das ist unfassbar. Echt? Oder Lehrer. Okay. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für Mathe oder Deutsch. Gottes Willen. Nein, aber halt zum Beispiel, keine Ahnung, Sozialkunde oder Wirtschaft oder irgend sowas. Irgend so ein Wirtschaft. Rainer, wie viel Schulden hast du aktuell? Warum hast du diese Schulden? Hm? Wirtschaft. Sozialkunde. Was sagt er als nächstes? Sport? Ne, Musik. Das ist es. Ja? Medienkompetenz. Müsst auf eure Daten aufpassen. Schaut's Mio. Rainer Halsmaul. oder auch Musik oder sowas. Mhm. Einfach halt Hallo! irgendwas den Kindern beibringen, so, weil ich halt einfach gerne mich generell mit Kindern beschäftige und mit Kindern gerne Umgang habe. Auch Den solltest du nicht haben. Rainer. gerne mit Kindern spiele, deswegen wäre Kindergarten auch was Cooles gewesen, wo ich mich mit Kindern beschäftigen kann. Aber letztendlich Schwierig. Es ist wirklich belastend. Aber es ist nicht mehr lange. Nicht mehr lange. In eine Minute geht der ganze Bums noch. Am Ende von diesem Leak werde ich das Video beenden. Relativ zügig. Ich habe keine Lust mehr, Digga. Gar nicht mehr. letzten Endes wurde das ja alles ohnehin nichts. Aber das wäre aber auch nie was geworden, allein aufgrund meiner schulischen Leistungen und so. Und für mich ist es aber einfach so, ich habe halt, das wären halt so Berufe gewesen, die ich gerne gemacht hätte. So, Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Erzieher, Kindergärtner und sowas werden händeringend gesucht. Und wenn du halt kein Creep bist, bei dem es offensichtlich ist, dass da Probleme auftauchen, so dann nehmen die dich auch. Und ich weiß, es gibt auch so ein bisschen so Vorurteile gegen Männer in dem Beruf, Kindergärtner, aber weiß ich nicht, Digga. Es kann halt schon auch sein, dass jemand sagt, hey, ich finde das wichtig, dass Kinder gerade in dieser wichtigen, frühen Entwicklungsphase jemanden haben, der ihnen so viel wie möglich Wissen und auch eher
Sozialverhalten mitgibt, während sie im Kindergarten sind, während die Eltern unterwegs sind, die Barne verdienen. Und ich bin der Meinung, Kinder sind unsere Zukunft und deswegen will ich so früh wie möglich ansetzen, um denen so gut wie möglich einen Start ins Leben zu ermöglichen. Und dann mache ich auch hier den Job, obwohl er schlechter bezahlt wird, als wenn ich jetzt Gymnasiallehrer oder sowas werden würde, weil ich der Meinung bin, da muss man schon ansetzen und da sind die Probleme danach am größten, wenn hier was verkackt wird. Da gibt es immer wieder Leute, die da sagen, ja, warum will jetzt ein Mann unbedingt Kindergärtner werden, das ist ja Frauenberuf, sehe ich nicht so. Bei ihm fände ich es problematisch. Um nicht zu sagen belastend. Was mit Kindern. Ja. Und ich denke mir halt oft so dass ausgerechnet mir jemand sowas halt vorwirft, das verletzt nicht nur meine Ehre, sondern das verletzt auch irgendwie meine... Rainer, welche Ehre? Rainer, du würdest Ehre nicht erkennen, wenn sie dir den Luan hinten reinpömpeln würde, so weit, dass er dir beim Schlund wieder rauskommt. Du hast keine Ehre und du hast die letzten 13 Jahre bewiesen, dass du keine Ehre hast, Rainer. Es gibt kaum einen ehrenloseren Menschen als dich. Ja, meine Menschlichkeit, weil jemand, der sowas macht, der Kinder anfasst, also im sexuellen Aspekt oder sowas, nee, wenn ich so jemanden sehe, ich glaube, ich würde den die Fresse einhauen. Am besten. Das hört sich so. Nee, ich habe bestimmt nichts geklaut. Ich wiederhole es, es hört sich, ich spinne noch, ne? Das hört sich doch mehr als verdächtig an. Das hört sich doch mehr als verdächtig an. Nee, sowas, das fände ich ja ganz fürchterlich. Noch eintreten. Ich würde meine 20 Loch Springerstiefel anziehen und dem so tief in die Fresse treten, dass mein Fuß zum anderen Ende wieder rauskommt. Aber solche Leute sind einfach... Rainer, hast du mal angeschaut, wie aufgeschwollen deine Wasserachsen sind, ha? Du kannst deine 20 Loch Springerstiefel, die kannst du in den Arsch stecken, aber anziehen kannst du die Gewiesen nimmer. Einfach nur abartig und krank. Wenn überhaupt, habe ich vielleicht sogar einen verstorbenen Sexualtrieb, wenn es um zum Beispiel sowas wie mein Buch und mein Blog geht, könnte man vielleicht annehmen. Aber das ist ja trotzdem, hat ja nichts mit Volljährigkeit zu tun. Das hat auch nichts mit Tieren zu tun. Nicht, dass das jetzt falsch ist. Ja, Tiere sind das andere Thema. Das haben wir noch gar nicht behandelt, Rainer. Vielleicht kommt das ja im nächsten League. Da habe ich auch einiges dazu zu sagen, Rainer. Ne? Über dein Verhältnis mit Tieren. Aber letzten Endes ist es halt so, ich bin ein bisschen verschroben, das mag schon sein, das gebe ich auch gerne zu, aber halt nicht auf diese abartige Art und Weise. Tja, da sind wir. In diesem Sinne, Leute, ich halt die Scheiße nicht mehr aus. Das ist einfach, das ist nicht okay. Ganz ehrlich, dass der Mann noch auf freiem Fuß ist nicht okay. Das wäre schon nicht okay gewesen, wie ich seine wiederholten, ungerechtfertigten Bewährungen für seine gefährliche Körperverletzung. Und hier ist schon dreimal nicht okay. Ist einfach nicht okay. Und ich bin der Meinung, dass dieses vehemente Verteidigen gegenüber Vorwürfen, die ihm in der Situation überhaupt niemand gemacht hat, Bände spricht darüber, was tatsächlich in seinem Kopf vorgeht. Das ist meine Meinung. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Ich habe mir gerade irgendwie meinen Feierabend versaut damit. Ich hoffe, ich habe ihn euch nicht auch versaut. Aber ansonsten, ich finde es aber auch wichtig, dass man das gehört hat. Ne, so ekelhaft und belastend wie es ist, ich finde es wichtig, dass es diese Aufnahme gibt. Damit sich dann im Nachhinein, wenn tatsächlich was passieren sollte, irgendwie die Behörden nicht rausreden können mit von wegen, wir haben ja nichts gewusst.
Er hat keine Möglichkeit gehabt einzugreifen. Uns hat ja keiner was gesagt. Wir hatten ja nicht seine Festplatten. Wir haben ja nicht mehrfach, er ist ja nicht mehrfach angezeigt worden, einschlägig wegen der Scheiße. Er hat ja nicht im Internet so einen Bullshit verzapft, wo man schon wirklich darauf schließen kann, was tatsächlich in seinem Ogerstübchen vonstatten geht. Können wir alle überhaupt nichts für. War unausweichlich, dass da was passiert. Hätte keiner vorhersehen können. Ich krieg Hasslatte gerade. Ich krieg massiv Hasslatte. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Der Satz war nie wichtiger als nach diesem Video. Tut um Himmels fucking Willen nicht, was Rainer tut. Medal of.